Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En zoals je zijn, vandaag zie ik hier online in de studio. China is met me. En ik wil weer gaan van het programma reden ik van waar we kunnen online zijn met God. Waar we in zijn jaren kunnen een schijne treffen gaan. En vandaag wil we even een ding reden wat ook met dat te doen heeft, maar wat een beetje wat anders is. En dat is vasten. Weet u, mijn lieve vriend, wat vasten betekent? Hast du allemaal je vast? Vasten is einfach, wanneer we dat even zaten van de Bibelspraak, wat in die tijd geschreven wordt, dat betekent einfach dat muil te houden. Einfach niet eten. En dat we niet eten uit een grond. Dat we een eten om zich tijd nemen om te beden in gemeenschap gaan met God. Aber wenn wir von der ersten Tag fasten, einfach mal im Internet schreiben, fasten ist nicht bloß ein Ding, was in der Bibel von geschrieben wird, oder was bloß du ein Ding wir, sondern viele Doktors zum Beispiel reden von der für Fasten, vielleicht mal ein paar Mahlzeiten weniger eten oder nicht eten, dort den Körper ausgereinigt wird und so eine Sache. So viele Nicht-Christen reden von der Krieg zu sein, oder mehr von Fasten aus der Christen dann. Aber dat neemt het niet weg dat in de Bibel van vasten immer waar geredet wordt en dat het een wichtig ding is dat we als Christen doen kennen. Ik weet, we als Duitsers zijn vielleicht niet zo met dat bekend. Ik weet, meins, wo ik op was, werd niet zo veel van dat geredet. En als ik dan aan de jugendjaren aankom en op eenmaal dan wist ik dat mijn Christenleven, dat moest ook een ganze Christenleven zijn, maar het schijnt. En ik wil ook echt maar een vlijve Christenleven gaan. Zo irgendwanneer vang ik me dan daaraan beschäftigen. Ik wil alles worden als Jezus. En dan las ik dat Jezus vaste deed, dat de jongeren vaste deden. En ik zei, ik wil ook. Zo ik leid mijn ouderen weten dat een dag wo ik Frühstück niet eten. So, ik wil bloß een Frühstück überhaupt. En ik wil in die Frühstückzeit, in den Vermiddag, wil ik niet arbeiten. Ik wil dan een tijd gaan met, alleen met Jezus Christus toe. En dat is wat ik deed. Mijn ouderen leidden mij dat ook. Die waren einige tijd met vasten bekend weer dan, zei maar zij leidden mij daarbij. En ik deed dan een paar stunden länger den Vermiddag en gaat in jeen wordt verbrengen. Dat weer wunderbaar. Irgendwann Vermiddag ging ik dan dag nog arbeiten. En ik weet, kon je nog denken, we zijn mij honger deed ober. Beim arbeiten bid ik immer waar dat God mij zal de kracht schenken. Dat ik kan sterk blijven en niet eten wordt. En dan als het middag weer, dan had ik dan alle tot middag. So, dat is niet gezegd dat vasten mat is. Dat zegt nog niet in de Bibel dat je mat vasten. Aber wir sehen dat als Beispiel, dat het gedaan wordt en dat het goed weer. En daar wens wel ik dat aan mij aanwenden en ik wil niemand merken dat u dat ook aanwenden. In de Bibel weer, aber in het Oude Testament meine ik, wie een vaste wordt bemaakt wordt. En dat wie een vast wat zich Yom Kippur namen deed. Dat wie een verzoeningsvast. En dat wie dat vast wo ze dat vieren deed dat er Sünde vergeven wordt. Du moest veel tieren geslagen, geopfert worden, verbrannt worden. En dan deden ze als ganz falsch vasten. Ze sollten zich Saalkleider aantrekken. Es ist einfach ein Sargstall, wie so viel abschneiden, dass die Hände durch können. Und dann Asch über den Kopf streichen. En dan vasten ze alle taub en ze schreeuwen om vergeving, schreeuwen om hulp en dat de genoot God zal even komen dat ze voor vergeving gaan. Vandaar weten we al dat dat is passiert. We hebben de vergeving gekregen. Jezus Christus is gestorven. Onze vergeving is gekomen. We kunnen nu om onze verzinnen vergeving bidden. En Jezus heeft de vergevingsrede dan de vergeving ons te geven. En zij moesten het doen, aber wat te passieren deed im Alten Testament, dat had weer niet meer reich eingesteld. Zij dachten, wanneer zij vasten worden, dan worden zij God bekijpen. Dat weer een beetje is, wanneer zij worden God een beetje geld komen in de Nederland en zeggen, hey, God, wanneer ik nu wel een maaltijd, of een paar maaltijden überhaupt ze, hey, God, dan moet je dit doen voor mij, ja, dan wil ik aan bekijpen. Dat is een beetje zoals wanneer een kleine kind een paar candy geeft, dat kind op die zijde is. Zo dachten ze, kunnen ze God behandelen. En God is niet een God, wat ze schaffen dit. God weet niet te bekijpen. En dan zegt het in Jesaja 58, is dit voor zo'n vasten, zo'n falsche vasten, wo
hoe dat plus op ons Fleisch kunnen deed. Du sagst dat, Jesaja 58, Vers 3, du sagst dat falsch ist dit Gott. Warum rächst du die nicht nur ans, wann wir fasten dann? Und warum merkst du nicht uit, wann wir Sachen für die abgeben? Sachen zoals eten en ze hadden zum Beispiel auch nicht Sex in der Zeit. Warum rächst du die nicht nur ans? Dort ist doch wils, wann die auch fasten, dann das was Gott antwortet hat. Dort ist doch wils, wann die auch fasten, da je krijgt wat jün jankert, also je zeker nu jün Fleisch gefallen, en nutzen jün Arbeit uit. Sogar wenn je fasten, strijd je jün, je zanken jün, en schlonen met de dale Fuß, met eine dale Fuß. Je derven nicht so fasten als dit, wenn jün Gebet boven soll eine Antwort kriegen. Soll mir so ein Fasten gefallen, wenn je Sachen für mich abgeben, je jün Körper hängen lassen aus waljet Gras und je in Sackkleider in Arsch setzen? Kann je dort wirklich ein Fasten nennen? Glaub je, dort ist, was dem Herrn gefällt? Und dann wirst du vielleicht sagen, hier sag ich dort ganz klar, den Herrn gefällt sind Fasten nicht, eten abzugeben. Weißt du, was den Herrn nicht gefällt, ist, dort ich abgeben zu eten, en glaube ik wat prachtig beaam en dat hij wat mij irgendwas Besonderes geven. De Herr wil een vaste, wo dat krijg aangedraaid is. En dat is wat we nu worden lezen. Van 6. Vers wieder zegt het zo. Nee, wat den Herrn gefällt is zo'n vasten. Wo je die vrijlaten wonen, je aanrecht bedwingen, wo je de ruimtes van dat jacht ablezen, en je die vrijlaten wat je unnerdrekken, en je die jacht raufnemen. Geef de honger je brood en neemt de armen op, wat keine Stede haben. Geef de Kleider, wat nicht genug haben, en tragt jünt nicht träg von jünt enet Freundschaft. Dan wordt jünt dat abdachen aus Marienrood en je worden bozig verheilen. So, wat in die tijd passieren deed, wie dat zij deden wel vasten, aber veel andere Verschriften, wat Gott ihnen gegeben hat, der sie nicht befallen. Es ist bloß das eine, dass sie fasten. Dann der sie noch mit einem Praheit hart fasten, dass sie wollen Gott bekämpfen. Was das Volk Israel, das sie hadden ihre Fasten, aber sie hadden Sklaven und sie behandeln die Sklaven sehr arg. Und Gott hat ihnen gesagt, sie sollen den nicht so behandeln. Und sie haben Menschen sehr, Arme werden sehr schlecht behandelt, die Hunger wird nicht Brot gegeben, so wieder. Und dann sage ich Gott, wenn je nicht mal diese Sachen noch kommen, wenn was will je danach fasten, also wenn je ein ganzes Leben nicht nur Gott eingestellt wird. Und dann sage ich, je soll mal die Freilaten, was je Anrecht bedwingen und so wieder, dann wird er fasten hier. Und danach, woran das Ganze geht, ist, dat fasten geht nicht am dat ich was kriege, sondern dat fasten geht, dat ich wo mein Fleisch te zien laten, wens mijn vlees dat Jan kan eten. En ik wil mijn vlees te zien laten, omdat hij kon mij ruim hebben en dat ik wil in nadere gemeenschap met Jesus Christus komen. En dan zegt dat is dit wieder. Wenn wir in der rechten Fasten haben, wenn wir die Gebangene freilassen und so wieder, dann sagt er in 8. Vers du wieder, es ist das. Die werden gerecht merken, wird verabkommen. Also Gott wird uns verabkommen, wenn wir in der rechten Fasten haben. Und so herrlich, als es bei den Herrn ist, wird das mit den Letzten sein. So dann wird diese Herrlichkeit Gottes, weil es bei Gott herrlich ist, dort wird uns Leben wirklich werden. Dann war je anrufen und der Herr wird seine Antwort geben. Je waren schrien und er wird sagen, ich bin hier. So wie wunderbar ist das nicht, wenn wir sagen, wenn wir Frau und er wird antworten, und wir schrien und er wird wahre Antwort. Das ist, wenn wir in Fasten haben, was ehrlich ist, was ernst ist. Auch Daniel hat ein Fasten, was ganz ernst wird. Daniel fast für sein Falsch. Wenn sein Falsch wie fast. Und er sagt, du sagst das war so. In Daniel Kapitel 9, Vers 3 und 4 sagt so, ich sah mich in Sackkleider in Arsch an und fang an zu fasten und bet ernstlich zum Herrn, meinen Gott. Und mein Gebet bekannte Sünden von mein Falsch. Und dann fang er die ganze Sünde an zu bekennen und er sagt, dass Gott die Sünde vergeben wird. Und dann sagt er so im nächsten Kapitel, in Daniel Kapitel 10, Vers 2 und 3, als ik Daniel dit hier truurde ik voor 3 weken. In die 3 weken eet ik keine vollständige Mahlzeit, kein Fleisch und kein Wein. Ik brauchte auch kein Eil an meine Hüt.
So wat Daniel deed, dat we een beetje anders vast als wat we in de eeuwige part in de Bibel zijn. Hij deed niet niks eten en water drinken, sondern hij drank water en deed aber ook eten, aber nicht Fleisch eten en nicht zo'n eten wat am schön schmeckt, wat zijn bastet eten wir. So, wir sehen in der Bibel, dass Fasten nicht immer rein ist. Wir sehen, dass das ja verschiedenste Fasten, aber wenn wir gewisse Eten abgeben, von der gewissen Zeit, Daniel der 3 Wege, einige Menschen dann einen Tag zum Beispiel nicht eten, aber bloß Wasser trinken, und wir geben das ab, dann tun wir das dass wir können ans Fleisch weniger merken, en dat hij kan meer ruimte krijgen. Zoals is dat zum Beispiel in Johannes ook zegt, dat du weniger von an soll sein en meer von am. Dat is wat we verzekerd te erreichen, wanneer we vasten doen. Wenn es in Matthäus 26, Vers 41 sagt, dat der Jesus willig, aber das Fleisch ist schwach. Vielleicht, wenn du das hier hast, dann sagst du, ich soll das mit das Fasten auch mal verzekeren. Ist das wirklich gut für uns als Mensch, wenn wir fasten tun? Und ich will die sagen, ja, das ist. Wenn wir dann ein bisschen an unserem Fleisch sagen, hey, du bist nicht ganz so wichtig, ans Fleisch, Jesus Christus ist wichtig. Bloß, das ist das Zeichen in der Bibel, Jesus willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Jesus hat die vielleicht gemacht, hey, vielleicht sollst du das mal versuchen. Aber sehr leichtmäßig, wenn du dann bei den Tag kommst, wo du fasten wirst, weil bei mir ist es einmal so, ich kann mir sagen, nächstens Mal, wo ich von nicht Frühstück ete und ich nicht mehr ete, dann wo ich vielleicht bloß wahre Ungas ete. Dazu sagt das einmal bei mir da. Und viele Mal ist es so passiert bei mir, den ein Abend Eier, dann ist es all ferm schluppen gegangen und ich denke, Mario will ich fasten. Der Jesus will ich, ja, Mario will ich fasten. Und bei meinem Fleisch sage ich mir, en ik ga naar mij door en dan blub vangt het aan te, mijn meel die vangt aan te draaien en mij vangt aan te hongeren. En op eenmaal merk ik, Mario wil ik fasten. Maar mij jankt het niet. Mijn vlees zegt mij, schreeuwt met den ganzen Körper, fast niet. Da eten, ga nu naar eten. En dan is het mij eenmaal passiert, dat ik dan laat zo overs nog een beetje eten gaan. Wenn es zo sehr heeft mij gehungert, wenn es bloß dat mijn vlees weet, Mario wil ik niet eten. En dort ist es, dass ans Fleisch arbeitet. Ans Fleisch ist schwach. Ans Fleisch jankert nicht fasten. Aber dort ist gut, dass wir ans Fleisch nochmal sagen, dass du brauchst nicht so viel Kraft haben. Wir wollen dort ein bisschen zu sehen. Und dort ist nicht, dass wir nur prachen wollen für Gott. Gott will uns soll sehen. Gott hat uns soll viel mehr gegeben. Aber mehr als dort, was ich will sicher ist, Gott seine Jähen wird. Ich will einfach extra Zeit haben, seine Jähen wird zu sein. Und das ist, ja, mit Sachen, weil ich nicht gehen im Gebet, aber das Erste, was ich will tun, ist, ich will in seine Jähen wird Zeit haben. Und das sage ich uns in Matthäus, dass wir nicht alle Sachen wieder sagt, dass wir nicht alle lange Gesichter haben beim Fasten. Wir sollen unsere Haare besorgen, wir sollen unser Gesicht waschen. Und wenn wir ein abbrechet Fasten haben, dann sagt das in 18. Vers so, in den Führer, der du sitzt, wird im Geheimen verjährt, wird die du für öffentlich lohnen. Nicht, dass du das nicht verstehen musst, dass das ein Geheimnis muss sein, dass du fasten darfst. Du kannst Menschen das sagen, wenn es einzelne Menschen waren, wenn was kommt, der nicht mehr hast. Nicht so, sei dann das ruhig. Oder es ist nicht, dass du nicht abgegossen musst, gehen, hey, ich darf fasten, wenn es das was in der Zeit ist. Das ist einfach für dich allein sein, deine wichtigsten Menschen, dein Partner oder deine Familie dort, dass du warst, den der auch nicht ete oder den Tag nicht ete, und go und hab eine Gemeinschaft mit ihm. Dein Körper wird vielleicht schreien, dauert nicht. Vielleicht wird dein Körper noch sagen, hey, mir das ein bisschen der Kopf bei in so eine Sache. Lass das gleich zu sehr Leute die reden. Versucht alle an dort denken, dass was Gott seine Jähen wird für die bereiten kann. Und dass in seine Jähen wird einfach nur ankommen. Ich möchte dir einfach mal merken, probier das mal. Wenn du noch niemals hast, fang mal an. Fang nicht kurz mit 3 Wochen an. Fang vielleicht mal mit einem Tag an, oder mit einer Mahlzeit zu hüpfen. Und irgendwann kannst du vielleicht mal ein längeres Fasten haben. Ich weiß, ich hatte mal ein Fasten, wo ich bloß Wasser trinke für 3 Tage. Das war sehr schwer für meinen Körper. Aber für mein Hort und für mein Treffen mit meinem Führer wird das wunderbar. Und Gott belohnt das auch Lothar mit verschiedensten Sachen. So, ich möchte Gott sehen, Menschen, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp Nummer 599 77 88 4479.
oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.